Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, 8. Bundesligaspieltag, Auftakt zu 8 englischen Wochen. Also ihr werdet jede Menge Videos sehen hier in den kommenden Tagen und Wochen und Monaten. Ja, 4:0 gewonnen, zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen. Ich denke erstmal ein verdienter Sieg, da brauchen wir nicht drum herum reden. Auch in der Höhe verdient. Wenn auch ein bisschen unglücklich aus Bayer Sicht. Ja, wir haben so gespielt. Eigentlich haben wir so gespielt wie die letzten Spiele. Plus 1, 2 kleine Änderungen, wo ich gleich genauer drauf eingehe. Nur, dass wir diesmal mal die Tore gemacht haben. Natürlich haben wir uns auch der Zeitpunkt der Tore in die Karten gespielt. Und ich denke auch so eine Leistung oder so eine Art des Fußballs, wie wir es in der zweiten Halbzeit gesehen haben, werden wir in den kommenden Wochen öfter sehen. Was auch völlig legitim ist, wenn man in der ersten Halbzeit 3 Tore macht, es 3:0 steht, kann man die zweite Halbzeit auch durchaus so rumpimmeln, nenne ich es mal. So kontrolliert einfach den Ball in den eigenen Reihen halten, den Gegnern nicht viele Torchancen geben. Selber jetzt auch nicht mehr irgendwie an die Leistungsgrenze gehen zu müssen, was völlig okay ist, ja. Wie gesagt, ich gehe davon aus, das werden wir in den nächsten Spielen öfters sehen. Ich denke nicht, dass wir noch irgendein Spiel sehen werden, wo wir mal beide Halbzeiten Vollgas geben werden. Ich denke maximal, ja, vielleicht in der Champions League, dass es vielleicht mal 60 Minuten der Fall sein wird, dass wir mal Vollgas geben. Was auch völlig okay ist, was nachvollziehbar ist. Wie gesagt, es gibt jetzt 8 englische Wochen, dann ist Fußball-Weltmeisterschaft, die nicht wirklich irgendjemand interessieren sollte. Also mich interessiert sie zumindest nicht, aber gut, da vielleicht nochmal später ein extra Video zu. Also kommen wir zum Spiel zurück. 4:0 gewonnen, völlig souverän, würde ich sagen. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, oder sagen wir es mal anders, die Änderung, erstmal so die ersten 20 Minuten hat man ganz klar gesehen, dass ein Pavard und auch ein Davies viel weiter in der eigenen Hälfte war. Da hat man schon ein bisschen Respekt gehabt vor Bayer, vor den schnellen Außen. Was aber unserem Spiel keinen Abbruch getan hat, weil einfach mal ein bisschen mehr Platz da war und man sich nicht so auf den Füßen gestanden hat wie sonst teilweise. Das hat mir sehr gut gefallen. Es hat sehr gut geklappt. Das ist mir aufgefallen, die Änderung. Die zweite Änderung, die gerade erste Halbzeit sehr, sehr sichtbar war, was ich schon seit Wochen in meinen Videos sage, dass einfach marschiert wird. Ja? Wir haben einen Mané, einen Müller, einen Sané und einen Musiala heute aufgeboten. Die können alle 4 auf jeder Position da vorne spielen und genau das haben sie heute mal getan. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ein Mané war noch immer mehr links. Da wurde relativ wenig ruschiert, dass hier mal jemand anders auf links war. Liegt aber daran, dass dann Davies den Linksaußen-Part nimmt. Aber Mané war dann auch oft in der Mitte und auf der 9er-Position zu finden, wenn das Spiel über die rechte Seite kam. Ja, aber ansonsten Musiala, Müller und Sané haben sich schon ganz gut abgewechselt. Da war jetzt nicht so, dass stumpf Musiala nur rechts außen war. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da ist ja auch das, was ich gefordert habe. Vielleicht da gleich ein paar Worte zu Müller. Müller war wieder teilweise so die ersten 20, 25 Minuten, wo wir richtig viel Spielfreude noch hatten, war Müller wieder heillos überfordert. Ne? Das muss man einfach sagen. Da ist er einfach der verkehrte Mann dafür da vorne. Ja? Der kam gar nicht hinterher mit den Passspielen, gerade mit Musiala und Sané. Da war er echt maßlos überfordert. Umso länger das Spiel ging, umso weniger wir in Anführungsstrichen diese Spielfreude hatten, weil wir ein paar Gänge rausgenommen haben, umso auffälliger wurde ein Müller. Ja? Also erste Halbzeit war er nicht so. Er hatte ein paar Szenen, ja, aber er hat wieder viele Sachen gehabt, wo man einfach gesehen hat, der Fußball ist mittlerweile einfach zu schnell für den Thomas Müller da vorne. Ja? Muss ich einfach knallhart so sagen. Natürlich ist er super wichtig als Person auf dem Platz und als verlängerter Arm vom Coach und darauf die Pressinglinie und die Ansagen zu machen und sowas. Das würde ich gar nicht absprechen. Ne? Aber fairerweise muss man einfach sagen, wenn wir richtig schnellen Kombinationsfußball da vorne spielen, ja,
ist ein Müller definitiv der das versaut teilweise, ne? Das muss man mal so knallhart sagen. Was heute keine Rolle gespielt hat, ja, das sollte man auch ganz klar sagen. Und wie gesagt, zweite Halbzeit, was Müller wieder gelaufen ist, geackert ist. Deswegen hat es mich auch super gefreut, das Tor. Das war halt, ja, hat er sich einfach erarbeitet, ja, weil er halt die ganze Zeit in diese Räume, Positionen reinläuft, wenn halt wirklich sowas passiert, was halt super selten passiert und er läuft trotzdem jedes Mal diesen Weg, ja. Deswegen hat's mich riesig gefreut für ihn. Und wie gesagt, umso länger das Spiel ging, gerade zweite Halbzeit, war Müller der da vorne noch irgendwie gerannt ist, geackert ist, noch Ansagen gemacht hat. Das ist der Rest, was Offensive war halt komplett abgetaucht, zweite Halbzeit, ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Da hat man dann schon gesehen, wie wichtig so ein Müller denn noch ist. Aber da bin ich ja schon in der Spieleanalyse, da wollte ich noch gar nicht hin. Wie gesagt, ich denke, völlig zu Recht gewonnen. Ich war, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, schon erschrocken, wie schlecht Leverkusen war. Ja, muss ich ganz klar sagen. Also offensiv war da gar keine Gefahr. Und wenn man sich die Aufstellung aber anguckt, ist das Spielerpotenzial ja schon da. Aber das war super enttäuschend. Also die haben uns ja gar keine Probleme gestellt. Ich meine, klar, wir haben es auch gut gemacht, so, keine Frage. Aber da war auch keine Gegenwehr, ja. Und wenn man das Spiel mal heute nimmt, im Gegensatz, im Vergleich so mit den letzten 4 Spielen, defensiv war das gar nichts von Leverkusen, ja. Also das Spiel heute als Maßstab zu nehmen für defensiv starke Mannschaften, nee, definitiv nicht. Erschreckend, wirklich erschreckend, wie einfach man Leverkusen nach hinten auseinanderspielen konnte und auch wie viele Räume wir teilweise hatten. Man hat es beim Mané-Tor gesehen, ja. Man hat 2, 3 Mal beim Kimmich gesehen, der absolut null aus seinem Raum gemacht hat. Also das war, also schwierig. Also die stehen nicht umsonst da unten, wo sie gerade stehen, um das mal festzuhalten. Gut, wir werfen mal einen Blick auf die Statistiken. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. Statistiken auf unserer Bayern-Seite ist nicht mehr so. Die werden nicht mehr angezeigt so früh nach dem Spiel. Deswegen bin ich jetzt mal auf den Kicker gewechselt. Da haben wir auch ein paar mehr Statistiken. Auch gerade dann, wenn ich auf die Spieler einzeln eingehe, kann ich da vielleicht meiner Meinung nach mal überdenken, wenn wir uns die Statistiken des jeweiligen Spielers angucken. Ist vielleicht ganz interessant. Gut, kommen wir mal zu den Statistiken. Tore 4:0, Torschüsse 20:10, Laufleistung 114,32 Kilometer zu 110. Also wir sind auch mehr gelaufen wie Leverkusen. Gespielte Pässe 642, ist bei uns ein Standardwert, zu 397. Angekommene Pässe 569 zu 334. Fehlpässe 73 zu 63. Passquote ist eigentlich das Interessante dann. 89 zu 84%. Ballbesitz 62 zu 38, Zweikampfquote 47 zu 53. Ja, da habe ich so 1, 2, 3, 4 Experten, die schon die Zweikampfquote extrem runtergezogen haben bei uns. Foul Hand gespielt, 10-6 gefoult worden, 6-10, ja, ist klar, ist das andersrum. Abseits 0-0, Ecken 6-2. Ihr seht es schon, ich habe einen Kimmich schon ausgewählt, kommen wir gleich zu. Ecken und Standards war heute leider wieder absoluter Müll. Ja, absoluter. Einzig gute Ecke war, die der Kimmich auf dem Sabitzer gespielt hat. Alle anderen Ecken war wieder ein Trauerspiel, die der Kimmich da reingeschlagen hat. Der Freistoß vom Kimmich war eine absolute Frechheit. Der Freistoß vom Gnabry war eine absolute Frechheit. I don't know, ich verstehe es nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich meine, wir haben 3 Tore in der Ecken, wir sind gut, was das anbelangt, diese Saison. Auch in der Champions League. Gegen Barca zum Beispiel. Aber heute war das wieder einfach gar nichts. Es war einfach null Gefahr nach einer Ecke da, ja. Und Leverkusen ist jetzt keine Mannschaft, die da super stark ist oder sowas. Die kann man besser treten, ne? Aber gut, wenn der Spieler, der die schlechteste Form hat, die Ecken schießt, muss man sich am Ende des Tages auch nicht wundern. Und wenn der Spieler mit der schlechtesten Form dann auch noch den Freistoß schießt, der da super zentral ist, muss man sich halt auch nicht wundern, ne? Gut, ich würde sagen, damit können wir auch schon einsteigen in die einzelnen Spieler. Ich schalte mal dazu hier wieder zurück. Ich will meine Fratze da nicht so groß sehen. Ansonsten schauen wir mal rein. Fangen wir doch einfach mal. Ich fange mal einfach oben an, dass wir alle kriegen. Schuppo. Ja, Schuppo wurde eingewechselt.
Weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht. Ich meine, er ist immer noch 1,84 Kilometer gelaufen, hat 2 Ballkontakte gehabt. Hat einen Pass gespielt, davon ist einer angekommen. Ja, weiß ich nicht. Ja, ist natürlich schwierig, sage ich ja immer in diesen, habe ich ja auch schon nochmal in den letzten Videos gesagt, in diesen Phasen dann reinzukommen als offensiver Spieler, wenn wir eigentlich keinen Bock mehr haben, nach offensiv zu spielen, aber weiß ich nicht. Schwierig. Ich meine, mit seiner neuen Frisur im Blond hat es jetzt auch nicht besser gemacht, ja. Wir benoten das ja nicht bei so Einwechselspielern, erst recht bei so kurzen Einsätzen. Ich sag mal so, er ist nicht wirklich aufgefallen, ne? Das sollte alles sagen. Fonsi, bevor wir uns die Werte angucken, Fonsi habe ich stark gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Defensiv auch stark, obwohl da wenig gefordert, muss man ehrlicherweise sagen. Nach vorne hin sehr gut. Ist auch ein bisschen besser mit Mané klargekommen, fand ich. Das Zusammenspiel war etwas besser. Zwar noch nicht auf dem Niveau, wie es sein kann, aber es war schon ordentlich für mein Empfinden. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, dass Fonsi dann auch teilweise so auf der 10 zu finden war. Also, das hat mir sehr gut gefallen, dieser taktische Maßnahme. Also, wenn das Spiel dann sehr rechtslastig war, war Fonsi echt mittig. Hat da auch richtig Räume gehabt. Wenn wir das so beibehalten, denke ich, kann er da auch noch ein bisschen mehr rausmachen. Ein, zweimal hätte ich mir gewünscht, dass er eher mal den Abschluss sucht, anstatt den Ball quer zu legen, weil die Fähigkeiten hat er auf jeden Fall. Für mich hat er ein gutes Spiel gemacht. Ich würde ihm eine 2 geben und wir gucken uns jetzt mal die Werte an, ob da irgendwelche Werte komplett dagegen sprechen. Also Torschüsse hat er einen gehabt, Torschussvorlagen, eine Laufleistung 11 Kilometer, Ballkontakte 92, 73 gespielte Pässe. Davon sind 65 angekommen, also 8 Fehlpässe. Passquote 89%, was gut ist. Zweikampfquote 50%. Gut, das könnte besser sein. Fairerweise muss man sagen, dass der aber auch nicht ein Abwehrspieler ist. In dem Sinne, er ist ja eigentlich beides. Er ist ja ein Abwehrspieler unten links außen und von daher gehe ich da d'accord mit. De Ligt habe ich auch gut gesehen, hat mir gut gefallen. Hat die Kopfbälle geholt, die er holen musste. Hat versucht, das Spiel teilweise anzukurbeln. Was mir gut gefallen hat, wir haben heute auch mal endlich wieder, was wir auch in den letzten Spielen gar nicht gesehen haben. Wir haben auch mal wieder von den Abwehrspielern zumindest die Versuche gesehen, mal die Diagonalbälle zu spielen, die langen. Ja, das hat mir gut gefallen. Sind auch 2, 3 gut angekommen. Ansonsten haben sie Schick oder wie er heißt, super im Griff gehabt. Aber wie gesagt, Leverkusen war super enttäuschend nach vorne, was das anbelangt. Für mich hat er ein gutes Spiel gemacht, würde ich auch bei einer guten 3 sehen. Ja, ich denke, das ist alles, was wir sagen können. Torschüsse hat er sogar einen gehabt, der gar nicht schlecht war, ja. Hätte mich natürlich super gefreut, wenn er reingegangen wäre. Laufleistung 10,66 Kilometer. Wenn wir das jetzt mal mit dem Fonsi vergleichen, wenn wir dann mal davon ausgehen, dass ein Fonsi immer die Linie hoch und runter geht, sieht man, dass er auch schon viel gelaufen ist. Ballkontakte 86, gespielte Pässe 76, angekommene Pässe 69, was völlig okay ist. Passquote 91%. Zweikampfquote auch 50%. Gut, das könnte natürlich als Innenverteidiger besser sein. Aber ich erinnere mich jetzt an keinen wichtigen Zweikampf, den er irgendwie verloren hat. Gnabry, ja, Gnabry war auch wieder, ja, das Foto, das beschreibt es schon am besten, Alter. Gnabry hat 2 Torschüsse gehabt. Kann ich mich nicht wirklich daran erinnern, auch nicht an eine Torschussvorlage. Vielleicht habe ich ihn wieder ein bisschen zu schlecht gesehen. Möchte ich gar nicht abstreiten. Laufleistung 3 Kilometer, Ballkontakte 20, gespielte Pässe 12, 11 angekommen. Passquote 92%, Zweikampfquote 67%. Ja, wie ich schon sagte, ist schwierig, wenn Offensivspieler reinkommt, wenn wir eigentlich keinen Bock mehr haben, offensiv was zu machen. Ja. Der Einzige, der in der zweiten Halbzeit für mich noch offensiv Bock hatte, war der Sabitzer. Der Sabitzer war der Einzige, der das Spiel noch angetrieben hat. Aber der wurde dann ja wieder mal ausgewechselt. Leon Goretzka, super unauffällig, bis dann auch kurz vor Schluss seinen Sprint, den er angesetzt hat. Ansonsten war er gar nicht zu sehen. Torschüsse 3,3 Kilometer Laufleistung, Ballkontakte 13. Sagt auch schon alles aus. Pässe 11, 9 angekommen. Daher eine Passquote von 82, 25% Zweikampfquote. Ja, so habe ich ihn auch wahrgenommen.
war nicht wirklich präsent. Ja, keine Bindung zum Spiel. Die Einwechslung war ein völliger Fail. Es tut mir leid für die ganzen Spieler, die deswegen auf Einsatzzeit verzichten müssen, ja. Also das ist das Einzige, was ich heute zu kritisieren habe, ist wieder diese nicht nach Leistung meines Erachtens Aufstellen von Nagelsmann. Aber da kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Rhein Gravenberg war um Längen auffälliger wie Goretzka, obwohl er nur 10 Minuten auf dem Platz war. Torschüsse 1, Laufleistung 1,22 Kilometer, Ballkontakte 7, gespielte Pässe 3, 2 angekommen, ein Fehlpass. Passquote 67%, Zweikämpfe hat er keinen geführt angeblich. Okay, nehme ich mal so hin. War auf jeden Fall vorne drinne, hat natürlich auch dann eine andere Position gespielt, wie Goretzka sie jetzt gespielt hat, war halt weiter vorne als Zehner mehr eingesetzt. Ja. Um da vielleicht mal kurz, können wir jetzt schon drauf eingehen, komm, ist doch scheißegal. Wenn es 13:0 steht, ja, zur Halbzeit, und man sieht so nach 10 Minuten, Viertelstunde, Leverkusen wechselt noch defensiv. Leverkusen ist darauf bedacht, jo, wir fahren hier das 3:0 nach Hause und wir gucken, dass nicht mehr viel anbrennt. Warum ich dann den Jungs nicht die Chance gebe. Warum bringe ich da nicht einen Gravenberg? Warum bringe ich nicht einen Tell? Warum bringe ich nicht einen Mats Rui? Wir reden von 8 englischen Wochen in Folge. Warum bringe ich die Jungs da nicht? Es steht 3:0, als ob wir das Spiel noch irgendwie 4:3 verlieren würden, ja. Weiß ich nicht. Erst recht, wenn man dann davon jetzt noch ausgeht, ja, Länderspielpause und so weiter und so fort. Und erst recht, wenn Kimmich so eine Leistung, wie er heute gebracht hat, die halt wirklich wieder mau war, sagen wir es mal so. Zumindest aus meiner Sicht. Er war der einzige Spieler, der heute ein bisschen abgefallen ist in meinen Augen. Verstehe ich halt immer nicht. Neben Sané war heute auch nicht gut, mal abgesehen vom Tor. Und so die ersten 25 Minuten, wo er schöne Ballstaffetten mit Musiala hatte, danach war von Sané halt auch nichts mehr zu sehen. Und dann verstehe ich nicht, warum man so Spieler wie ein Tell und sowas auf der Bank versauern lässt. Das geht in meinem doch dicken Schädel einfach nicht rein. Ja, und das sind die Sachen, womit sich ein Nagelsmann sich das wieder selber verbaut. Ja, meines Erachtens nach, weil das sorgt für schlechte Stimmung im Team, weil das Leistungsgefüge da nicht wirklich beachtet wird, meines Erachtens nach. Dass man die ein bisschen streichen will, bla, Sülz, ja, alles gut und schön, aber am Ende des Tages sind es Profifußballer. Wir haben einen Kader, der super stark ist und wir nutzen ihn halt einfach nicht. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Gut. Kimmich, da sind wir bei meinem Freund Kimmich. Kimmich war in meinen Erachtens heute mehr Schatten wie Licht. Defensiv hat er nicht einen Zweikampf gewonnen. Ist immer nur hinterhergelaufen. Erst recht, wo ein Sabitzer draußen war, hat man das ganz klar gesehen. War wieder überall und nirgends. Ja, also ein richtiger Sechser war das nicht. Hat mir nicht gut gefallen, sage ich auch ganz ehrlich. Er hatte viel Platz. Viel Platz nach vorne. Hat er gar nichts rausgemacht. Nicht ein vernünftiger Pass mal in die Spitze rein, gar nichts. Viel Platz auch vorne gehabt. Die Ecken waren alle unter alle Sau. Der Freistoß war unter aller Sau. Wie gesagt, defensiv ist er immer nur hinterhergelaufen oder nebenher. Erste Halbzeit hatte er einen guten Ball an der Außenlinie geholt. In der eigenen Hälfte. Da hat er einen Zweikampf gewonnen. Ansonsten habe ich defensiv nicht einen gewonnenen Zweikampf gesehen. Zweite Halbzeit, so die erste Viertelstunde, Leverkusen dann Kimmich zugestellt. So ein bisschen. Da hat der Kimmich sowieso wieder die Standardprobleme. Das wissen wir. Ich mag einen Kimmich. Ich mag seine Art. Aber er hat gerade einfach keine Form. In meinen Augen hat er einfach gerade keine Form. Was menschlich ist, was okay ist vielleicht überspielt, wie auch immer. Dann verstehe ich halt nicht, wenn es 3:0 steht, warum man dann einen Sabitzer rausnimmt, der ein Top-Spiel gemacht hat für mich. War neben Musiala für mich der beste Mann bei uns auf dem Platz. Warum ich den wieder rausnehme. Ich verstehe es nicht, Leute. Und dann dafür einen Goretzka bringe, der unterirdisch schlecht war. Das kann mir keiner erzählen, dass man es nicht weiß. Ja, ein Goretzka braucht Spielzeit. Wenn nicht in so einem Spiel, wann dann? Alles gut, verstehe ich. Aber dann nimm noch einen Kimmich raus. Ja, und stell einen Goretzka da rein. Kann der Goretzka nicht mit dem Sabitzer zusammenspielen? Kann er nur mit dem Kimmich spielen? Müssen die Händchen halten, über den Platz tanzen oder was? Das verstehe ich nicht. Gut, gucken wir uns mal seine Daten an.
Die sprechen natürlich eine etwas andere Sprache als, ich würde ihm eine Note geben, ja, eine 3 minus. Wir haben 4-0 gewonnen. Kann ihn nicht schlechter bewerten. Torschüsse 1, Torschussvorlagen 4. I don't know wo. Laufleistung 12,34 Kilometer, was sehr gut ist. Ballkontakte 111, ist seiner Position geschuldet, ist auch gut gespielt. Pässe 93, 84 angekommen. 9 Fehlpässe, völlig okay. Eine 90er Passquote ist super. Zweikampfquote von 50%. Ja, sind wir wieder da. Wir haben von den Innenverteidiger gesagt, auf seiner Position ist vielleicht 50% sogar noch relativ okay. Aber die wichtigen Zweikämpfe, er hat den Sechser gespielt und er hat nicht einen defensiven Zweikampf gewonnen. Ja, außer der an der Außenlinie rechts einmal. Ansonsten ist er aber auch gar nicht reingekommen in die Zweikämpfe, um sie gewinnen zu können. Er ist halt nur hinterhergelaufen, ja. Oder stand irgendwie im Raum und völlig fehl am Platz. Deswegen Statistiken immer gut und schön, man muss aber das Gesamtbild sehen, ja. Von daher stimmen mich die Werte jetzt nicht um, ja. Wie gesagt, defensiv muss der Kimmich einfach mehr bringen. Heute war es nicht wichtig, ja. Wir haben das trotzdem 2-3 Mal gesehen. Allein dieser eine Ballverlust, dieser Stellungsfehler, wo dann Leverkusen die Chance hatte, das kam halt auch von Kimmich, ja. Und das geht als Sechser nicht. Ich weiß es nicht. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Mané kam wieder schwierig ins Spiel, muss man fairerweise sagen, aber umso länger das Spiel ging, gerade nach seinem Tor dann, zweite Halbzeit, war er super, selbstbewusst, hat auch viel mehr Dribblings gewonnen und so. Hat mir sehr gut gefallen, würde ich eine 3 geben heute. Ein Tor, 3 Torschüsse, Laufleistung 7,6 Kilometer, Ballkontakte 37, 24 gespielte Pässe, 15 angekommen, Passquote 62%, ist natürlich schwach, muss man mal ganz klar sagen. Zweikampf, ich weiß gar nicht, haben wir einen, der mehr wie 50% Zweikämpfe gewonnen hat? Finden wir noch einen oder was? Oder ist das hier ein Anzeigebug oder was? Fouls, Handspiel, interessiert uns nicht. Ja. Wie gesagt, Mané hat schwierig gehabt am Anfang, muss man ganz klar sagen. War auch viel nur ganz links außen. Was mir gut gefallen hat, habe ich ja schon vorhin gesagt, dass er dann auch mehr auf die Neuner-Position reingerückt ist und so. Das hat mir gut gefallen. Generell, dass vorne ruschiert wurde, habe ich ja auch schon gesagt, hat mir gut gefallen. So die ersten 25 Minuten war Mané nicht gut, das muss man ganz klar sagen, ja. Aber dann kam er immer besser ins Spiel und ja, ich denke, da muss ich alles noch ein bisschen finden und dann werden wir noch sehr viel Freude an mir haben. Sein Tor, ja, ich meine, den Ball hat er schon schlecht angenommen, aber das ist genau so eine Szene gewesen. Wie viel Platz hat uns Leverkusen bitte gegeben? Ja. Deswegen sage ich, man kann das nicht mit den letzten Spielen vergleichen. Da hatten wir nicht mal, ja, niemals so viel Platz. Mazraoui, ja, keine Ahnung, kannst du gar nicht bewerten für die 10 Minuten, die er da war. 1,1 Kilometer gelaufen, 7 Ballkontakte, 5 gespielte Pässe, 100% Passquote, 50% Zweikampfquote. Ja, keine Ahnung, Leute, das ist irgendwie ein Backo hier oder was. Haben wir hier mal eine andere Zweikampfquote? Ja, 17%, ja. Thomas Müller habe ich ja vorhin schon ausführlich was zu gesagt. Da bleibe ich auch bei, wenn wir vorne schnell spielen, wenn wir wirklich ohne Neuner spielen wollen und Müller auf dem Platz steht, ist er teilweise super überfordert mit dem schnellen Spiel und ist dann der auch, wo es dann dran scheitert, muss man fairerweise so sagen. Wenn das dann nicht mehr so der Fall ist, wenn wir wieder so in unseren Standardstiefel verfallen, dann ist ein Müller natürlich Gold wert, weil er die Wege macht, weil er nicht aufgibt, weil er 90 Minuten ackert und läuft. Wie gesagt, im Gegensatz zum Sané läuft er auch zum 100. Mal diesen Weg dahin und wurde dann heute auch mal mit dem Tor belohnt. Ja, mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Müller würde ich Note 3 geben. Wie gesagt, umso länger das Spiel ging, umso wichtiger und auffälliger wurde er. Tore 1, Torschüsse 2, Torvorlagen 1, Torschussvorlagen 1, 10,65 Kilometer Laufleistung. Hätte ich sogar ein bisschen mehr gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ballkontakte 42, 33 gespielte Pässe, 24 angekommen. Ja, ist für Müller, denke ich mal, eine Durchschnittspassquote, würde ich jetzt behaupten. Zweikampfquote von 17% ist natürlich unterirdisch, wenn die stimmen sollte. Ja, mehr gibt es da nicht zu sagen, Alter. Da fällt mir gerade nichts zu ein zu 17% Zweikampfquote. Musiala, bester Mann auf dem Platz. Will ich heute die Note 1 geben.
Tore 1, Torschüsse 2, Torvorlagen 2, 4 Torschussvorlagen, 10,02 Kilometer gelaufen, 70 Ballkontakte. 45 gespielte Pässe, 40 angekommene, Passquote 89%, 50% Zweikampfquote, zweimal gefoult worden. War der Unterschied heute von Anfang an, muss man ganz klar so sagen. Hat die Spielfreude gehabt, jedes Mal, gerade erste Halbzeit super auffällig. Zusammen mit Sané die ersten 25 Minuten wirklich super. Er hat den Unterschied einfach vorne heute gemacht. Und das Tor natürlich, ja, Torwartfehler, müssen wir nicht drüber reden, muss der Torwart halten aufs kurze Eck. Aber wenn er nicht dahin schießt, kann der Ball halt auch nicht reingehen. Ne? Also von daher, alles gut. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Manuel Neuer würde ich heute eine 2 geben. Hat es heute gut gemacht in meinen Augen. Hat die Bälle gut abgeworfen. Nicht so viele Fehldinger oder nicht so viele ins Ausgeballert wie davor die Spiele. Hat einmal das Ding da super gehalten. Und die 2 Fernschüsse von Leverkusen hat er auch entschärft. Also auch hier sehen wir eine Passquote von 94%. Also gut, meistens sind es kurze Dinger, ja. Da müssen wir jetzt auch nicht drum herum reden. Aber ja auch mal ganz, ganz interessant, dass er 44 Ballkontakte hat. 33 gespielte Pässe, was, glaube ich, genauso viel ist wie Mané. Benji will ich heute eine 3 geben. Wie gesagt, ersten 20, 25 Minuten sehr defensiv, was aber mit Sicherheit so gewünscht war. Offensiv jetzt nicht ganz so auffällig, was meines Erachtens aber auch mit am Sané ein bisschen lag, ja. Da war es nicht so, dass wir auch mal irgendwie ganz nach außen, obwohl er 2, 3 Mal auch durch war, Pavard, das muss man auch sagen, da hat das ganz gut gemacht. Ich würde ihn bei einer guten 3 sehen. Torschussvorlagen, 4, 11 Kilometer gelaufen, 83 Ballkontakte, 67 gespielte Pässe, 64 angekommene, 96er Passquote, ist schon stark. Zweikampfquote von 33% ist natürlich jetzt nicht so stark, muss man ganz klar sagen. Ist mir jetzt aber gar nicht so negativ aufgefallen, genauso wie bei Müller gerade, diese 17%. Wir nehmen die immer vorsichtig hin, hier diese Zweikampfwerte. Wenn, dann müsste, ja, Sabitzer müsste mehr wie 50 haben. Also keine Ahnung, vielleicht ist hier 50 das höchste der Gefühle. Sabitzer für mich eine ganz klare 2. Wie gesagt, nach Musiala der beste Spieler von uns auf dem Platz. Torschüsse 2, Laufleistung 8,64, Ballkontakte 60, 51 gespielte Pässe, angekommene 49. Auch hier sieht man das ganz klar, Fehlpässe nur 2 Stück. Passquote 96%, Zweikampfquote 50%. Für mich wieder, wie die letzten Spiele auch, der Mann, der die Lücken stopft, ja, der wirklich da ist, wo einer fehlt. Und der heute auch im Gegenpressing super viele Bälle geholt hat. Und der dazu dann noch offensiv noch auffälliger war, wie es die letzten Spiele der Fall war. Nimmt gerade eine sehr, sehr gute Entwicklung. Deswegen fand ich sehr schade, dass er ausgewechselt wurde. Wenn man das natürlich jetzt unter dem Punkt sieht, dass man sagt, ja, ich wechsle mal den Sabitzer aus, weil er im Moment der stärkste Spieler ist, um ihn zu schonen, und lassen Kimmich drauf, weil Kimmich jetzt nicht so wichtig ist, würde ich das unterschreiben, aber natürlich ist das nicht das Sinn vom Nagelsmann, weil da spielt der Kimmich immer 90 Minuten. Ich hätte mir gewünscht, dass, wenn man den Sabitzer schon rausnimmt, dass man den Kimmich dann auch rausnimmt. Man hätte auch Gravenberch und Goretzka mal bringen können, warum nicht? Wie gesagt, Kimmich hatte heute nicht so die Leistung, gerade defensiv, dass man jetzt sagen müsste, wir hätten unbedingt einen Kimmich da auf dem Platz lassen müssen. Habe ich halt wieder nicht verstanden. Also ein Sabitzer war für mich um 2 Stufen besser wie ein Kimmich heute. Meine Meinung. Sané, habe ich schon gesagt, erste 25 Minuten echt stark gespielt. Danach nicht mehr viel. Ja, wieder so ein bisschen Zweite Halbzeit noch öfter mal abgewunken und Kopf hängen gelassen und sowas. Völlig zu Recht ausgewechselt. Meines Erachtens viel zu spät ausgewechselt. Hätte man auch gerne mal in der 60. direkt rausnehmen können und mal einen Tell bringen können. Oder einen Gnabry ein bisschen eher bringen können und dann später einen Tell für einen Mané oder wie auch immer. Wenn die Leute eine gute Leistung bringen, so wie Musiala, ja, lass sie auf dem Feld. Alles gut. Wenn man so eine durchwachsene Leistung bringt wie ein Sané, dann nehmen wir ihn doch runter. Wofür haben wir denn diesen Scheißkader? Junge, wofür haben wir die ganzen Alternativen, wenn sie trotzdem nicht aufgestellt werden? Wenn die Leute, die auf dem Platz sind, halt einfach nicht gut sind. Was gar keine Kritik oder Vorwurf jetzt an Sané ist. Wie gesagt, die ersten 25 Minuten waren echt gut. Danach war es aber nichts mehr. Warum auch immer, sei mal dahingestellt, ja.
Aber dann nimm ihn nur raus. Wo ist das Problem? Weil dann sein Ego angekratzt ist. Ja, Junge, du spielst beim FC Bayern, Alter. Wenn du damit nicht klarkommst, dann musst du halt gehen. Ne? Da muss man sich nicht immer wie ein kleines, zickiges Kind bei der Auswechslung verhalten. Was heute auch schon wieder so ein bisschen so. Alter, echt, ohne Scheiß, ey. Selbst ein Robben hat das gelernt bei uns, ja. Also. Tore 1, Torschüsse 3, Laufleistung 8,47 Kilometer, Ballkontakte 49, gespielte Pässe 43, 33 angekommene Pässe, 10 Fehlpässe. 77% Passquote, ja, weiß ich nicht. Ich würde sagen, auf der Position kann man das als okay betrachten, weil man ja schon versucht, da die etwas riskanteren Pässe zu spielen und nicht irgendwie nur hinten und quer spielt. Zweikampfquote von 25% würde ich unterschreiben. Ich habe heute keinen guten Zweikampf vom Sané gerade im Kopf. Auch defensiv nicht. Da ist er zwar da mal mit nach hinten gelaufen, aber nur halbherzig, so der Gnabry-Move gemacht. Da ist auf jeden Fall Steigerungspotenzial vorhanden. Note würde ich Ihnen eine 3 geben. Eine etwas schwächere 3. Wie gesagt, ersten 25, 30 Minuten war echt gut. Danach immer weiter abgefallen. Uppa habe ich stark gesehen heute. Uppa würde ich eine 2 geben. Hat sich gar nichts, keine Blöße gegeben. Richtig wieder hinten weggearbeitet. Auch die Laufduelle dann noch und trotzdem noch nicht hinten das Ding einfach rausgepölt, sondern sogar noch schön versucht, den Ball dann nochmal schön rauszuspielen. Auch er hat versucht, 1, 2 Diagonalbälle zu spielen. Hat mir gut gefallen. Torschüsse ein. Laufleistung 19,5 Kilometer, 83 Ballkontakte, gespielte Pässe 72, 67, Fehlpässe 5. Passquote 93%, Zweikampfquote 70%. Hey! Wir haben einen gefunden, der mehr wie 50% in unserem Team hat. Völlig zu Recht. Ich kann mich an keinen verlorenen Zweikampf, der irgendwo wichtig war, vom Opa erinnern. Ja. Natürlich weiß man jetzt nicht, was hier mit reinfließt, ob bei einer Ecke, wenn du da den Zweikampf nicht gewinnst oder was weiß ich. Keine Ahnung. Für mich war Opa heute bärenstark. Ja. So viel zu den Spielern. Wie gesagt, ich fand es persönlich sehr schade, dass wir wieder keinen Tell gesehen haben. Ich weiß jetzt nicht, was da wieder im Argen ist. Wenn das jetzt wieder so eine Geschichte wird, wie mit dem einen oder anderen, wie mit dem Zirkzee zum Beispiel in der Vergangenheit. Weiß ich nicht. Ich meine, ich kann noch mal nachgucken, aber so wie ich das gesehen habe oder verstanden habe, war er doch auf jeden Fall im Kader, oder? Nicht, dass ich jetzt hier mich aufrege und er war gar nicht im Kader. Das wäre natürlich schlecht, ne? Aber er müsste im Kader gestanden sein, ja. Saß 90 Minuten auf der Bank. Was ich persönlich halt nicht verstehe. Nochmal, die Spiele, die er gezeigt hat, wo er eingewechselt wurde, war er immer stark, immer torgefährlich, immer Lust, immer auch nach hinten gearbeitet. Ich verstehe es dann nicht. Ich verstehe es dann nicht, wenn wir Leute wie ein Sané auf dem Feld haben, wie gesagt, der wirklich eine gute halbe Stunde hatte, dann aber nichts mehr kam. Und warum dann nicht in der 60. raus und ein Tell rein? Ich meine, Tell ist auch eigentlich als Neuner geholt, warum wird er auch nicht mal als Neuner aufgestellt? Ich meine, heute war es wurscht, wir haben 4-0 gewonnen, alles gut. Es gibt keinen Punkt, den ich machen kann damit, so wie in den letzten Spielen, wo ich die Punkte damit schon machen konnte, mit der Ansage. Weiß ich nicht, ob so ein Nagelsmann gerade so der Trotzige ist und sagt, nee, jetzt erst recht nicht, jetzt will ich es allen beweisen, dass es auch ohne geht. I don't know. Ich würde es mir wünschen. Ich hoffe gegen Pilsen in der Champions League. Ich denke nicht, dass wir da, oder ich hoffe es nicht, dass wir da wieder mit derselben Startaufstellung auflaufen. Dass da mal so die aktuell mehr in der zweiten Reihe stehen, mal die Chance bekommen. Weil auch wo ein Gravenberch und Mats Rui gespielt hatten, dann, das waren auch gute Leistungen. Und trotzdem spielen dann wieder die gleichen Leute auf dem. Ich meine, heute ist okay, wir haben 4-0 gewonnen. Ich habe keine Argumente zu sagen, warum, wieso, weshalb. Von daher halte ich besser die Fresse. Aber ich finde es halt einfach schade, Leute. Ich finde es schade. Ich mag einen Tell. Alles, was ich bisher gesehen habe. Ja. Sorry dafür. Alles, was ich bisher gesehen habe,
hat mich auf jeden Fall begeistert und ich verstehe nicht, warum man den Jungen nicht die Spielzeit gibt, ja. Ich meine, bei Musiala macht man es mittlerweile auch. Ich würde es ja verstehen, wenn er irgendwie schlechte Leistungen gebracht hätte, schlechtes taktisches Verhalten oder sowas. Aber das war alles nicht der Fall, ja. Und wenn dann die Etablierten halt schwächeln und wenn sie nach einer Halbzeit schwächeln, ja, dann wechseln sie doch aus. Dafür haben wir doch den Kader. Generell heute wieder die Auswechslungen. Meines Erachtens viel zu spät. Ey, wir kommen aus einer Länderspielpause. Wir setzen uns dahin, hören, ja, die nächsten 8 Wochen sind englische Wochen bis zur Weltmeisterschaft. Dann führen wir 3:0 zur Halbzeit. Dann mache ich die ersten beiden Wechsel in der 65. Minute. Ja, was meines Erachtens schon ein bisschen spät ist. Dann mache ich die nächsten Wechsel aber erst in der 81. Minute. Gut, wir hatten in der 74. noch Choupo für Sané. Why? Das verstehe ich. Es geht in meinen Kopf nicht rein, Leute. Ich meine, wenn es 2:1 steht, alles gut, verstehe ich das. Dann ist man ein bisschen vorsichtig, hebt sich noch im Wechsel für die Schlussphase auf, hin und her, alles gut. Aber es steht 3:0 und Leverkusen war so gefährlich wie ein vollgesogener Turnschuh, Alter. Gar nichts war das. Da hättest du in der 60. Minute 5 Leute auswechseln können und die Sache wäre gut gewesen. Oder meinetwegen 4, falls sich einer verletzt. Ja, alles gut, kann ich verstehen, dass man so handhabt. Und es waren die Leute auf dem Platz, die da auch nicht wirklich dann so performt haben, dass man sagt, jo, du musst jetzt aber unbedingt. Und wenn die Leute dann mal gut performt haben, kann man sie auch schonen. Dafür ist das ja da. Dafür haben wir diesen Kader gekauft. Aber wir nutzen es nicht. Ich verstehe es nicht. Wir nutzen es nicht in dem Hinblick, dass man sagt, yo, du bist aber gerade nicht wirklich gut in Form. Komm, du kannst mal rausgehen, wie so ein Kimmich oder so ein Sané. Und wir nutzen es auch nicht, um zu sagen, jawohl, du hast aber richtig starke Form. Es steht 3:0. Da kannst du nach 60 Minuten rausgehen. Ist doch alles gut. I don't know. Vielleicht sehe ich das, vielleicht bin ich da auch einfach, weiß ich nicht, von den Managerspielen geschädigt oder was. Vielleicht sehe ich das zu sehr auf Statistiken bezogen oder was. Vielleicht muss man da mehr dieses Streicheln sehen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ein Kimmich sollte selber wissen, wie die Leistung war. Ein Sané weiß auch, dass das heute nach einer halben Stunde nichts mehr war. Klar, dann sind die vielleicht mal angepisst, wenn du sie auswechselst, aber nochmal, die spielen beim FC Bayern. Ja? Und da muss keiner irgendwelche Faxen machen, wenn er ausgewechselt wird. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich sage vorher, dass das nicht gut gehen wird, wenn das weiterhin so laufen wird. Ja, das hat man schon die letzten Spiele gesehen gegen so defensive Gegner dann. Da tun wir uns eh schwer. Und wenn man dann noch die Spieler spielen lässt, die nicht wirklich die Topform haben und diese dann auch nicht auswechselt und dann irgendwie, ja, dass die Leute, die dahinter sind, die sehen das ja auch. Ja, die sehen das ja, dass es nicht je nach Leistung geht. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt so ein Tell seit 3 Spielen völlig links liegen lässt, ja, dann weiß ich nicht. Und wenn man sich dann, sagen wir mal, das wird jetzt noch 4 Wochen so gehen und dann stellt man sich dann wieder in der Winterpause hin und sagt, ja, aber die Einstellung, die stimmt aber auch nicht von dem Spieler, so wie man es beim Zirkzee auch gemacht hat. Ja, Alter, dann fällt man halt auch vom Glauben ab. Man kann die Leute nicht links liegen lassen und völlig ignorieren und dann verlangen, dass sie sich den Arsch aufreißen sollen und da immer gute Miene zum bösen Spiel machen sollen. Finde ich schwierig, ja. Also ich finde immer noch, gerade so eine Leute, ja, die mussten dann Spielzeit kriegen. Wie gesagt, es stand 3:0. Das Spiel ist gelaufen. Dann lass die Leute doch aufs Feld. Was soll passieren? Soll auf einmal der Rieseneinbruch kommen und wir verlieren 4:3 oder was? So. Das geht in meinen Kopf nicht rein, ja. Ich meine, wir haben extra diesen Kader. Und es ist ja nicht so, dass die Spieler jetzt 2 Wochen Pause hatten. Nee, sie hatten Nationalmannschaft, hatten Reisestrapazen. Deswegen hat man vielleicht auch, ich weiß nicht, wo der Mané gespielt hat. Wenn die zu Hause gespielt haben, hat er natürlich wieder weite Reiserouten gehabt. Okay, kann man auswechseln nach 65 Minuten. Verstehe ich. War der einzige Wechsel, den ich wenigstens einigermaßen verstanden habe. Aber gleichzeitig, zur gleichen Zeit hätte man Sané runternehmen müssen und Tell bringen müssen. Ja? Oder meinetwegen, wenn du unbedingt willst, dann bring ich Choupo. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Choupo ist aktuell auch nicht wirklich Bundesliga-tauglich. Ja? Also,
Nichts gegen Choupo, der ist immer bemüht und so, alles gut. Aber ich verstehe nicht, wie man Choupo-Moting Tell vorziehen kann. Verstehe ich nicht. Geht in meinen Kopf nicht rein. Dafür hat der Junge viel zu sehr überzeugt bei den Spielen, wo er bisher auf dem Feld stand. Ja, I don't know. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Heute hat uns Leverkusen in die Karten gespielt, das muss man ganz klar sagen. Das war defensiv eine absolute Nullnummer. Der Torwart war eine Wurst bei Leverkusen. Es wird interessant zu sehen sein, wie es wieder weitergeht, wenn Gegner kommen, die defensiv wissen, was sie machen. Ja, aber heute gibt es nichts zu meckern. Trotzdem habe ich wieder am Nagelsmann rumgemeckert. Und wie ich finde, auch zu Recht, was die Auswechslung und das Ausnutzen unseres Kaders anbelangt und dass gerade dieses Leistungsprinzip, mal nach Leistung agieren, auch klar sehen wir nicht, was intern abgeht und bla und so. Ich kann das nur beurteilen nach den Leistungen der Spiele. Ja, das ist klar. Aber was wollen wir jetzt erzählen? Dass ein Tell auf einmal nicht mehr keine Leistung mehr im Training gebracht hat oder ein Grafenberg oder wie auch immer. Das glaube ich halt nicht. Ne? Kann mich natürlich täuschen. Jeder kann das auch anders sehen. Alles gut. Ich kenne das ja hier. Jeder hat seine Meinung. Das ist auch richtig und gut so. Das ist meine Meinung. Und ja, nächste Spiele ist Pilsen, Dortmund. Ich weiß gar nicht, dann wieder Pilsen oder erst Freiburg. Dienstag gegen Pilsen, dann in Dortmund, dann wieder gegen Pilsen, in Pilsen, dann gegen Freiburg, dann Pokalspiel in Augsburg, dann in Hoffenheim, dann Barca. Ja, gut. Ich denke mal, dann sehen wir einigermaßen, was Phase ist. Ich weiß nicht, inwieweit Viktoria Pilsen defensiv stark ist. Ist ja, glaube ich, auch in ihrer Liga so das Nonplusultra. Dortmund ist auch eher eine Mannschaft, die nach vorne spielt. Obwohl sie diese Saison ja echt viele 1:0s und so fahren. Also bin ich mal gespannt, was sie defensiv zu bieten haben. Freiburg, ja, Freiburg tun wir uns immer schwer. Bin ich sehr gespannt. Augsburg kennen wir schon, ja, das sehen wir das. Hoffenheim, Barca, ja. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wenn da nicht so langsam so die Kurve kommt, so von wegen, wir stellen mal nach Leistung auf, wird das noch richtig nach hinten losgehen, bin ich mir 100% sicher. Und dann werden wir irgendwann wieder in so einen Strudel kommen, wie es in der Rückrunde auch der Fall war. Und lassen wir uns überraschen. Es war jetzt ein richtiger Schritt zur richtigen Zeit, wobei man sagen muss, dass man das Spiel heute nicht wirklich als Maßstab nehmen kann. Das kann ich nur nochmal wiederholen. Erster Tor, wenn wir es nochmal runterbrechen, war ein bisschen glücklich. Abgefälschtes Ding. Zweites Tor war ein Torwartfehler. Vierte Tor war ein Torwartfehler. Das Mané-Ding, ja, haben wir in den anderen Spielen nicht gehabt, solche Freiräume, wie wir sie heute hatten. Von daher wird es sehr interessant zu sehen sein, wie die nächsten Spiele sind. Nichtsdestotrotz, ich möchte das heute nicht schlecht reden oder sowas, ja. Gerade zweite Halbzeit haben wir ganz souverän runtergespielt, ohne noch irgendwie groß Gas zu geben. Völlig okay. Haben dann sogar noch das Tor gemacht. Da gibt es gar nichts dran zu mäkeln. Wenn man 3:0 führt, ist das alles gut. Und genauso müssen wir halt die Spiele auch machen. Ne? Also das war schon gut heute, dass wir dann auch Gas gegeben haben. Oder es zumindest versucht haben. Und wie gesagt, gerade erste halbe Stunde war ja echt gut anzusehen. Ne? Und so müssen wir es auch machen, die kommenden Spiele. Erste halbe Stunde Vollgas geben, 3 Hütten schießen und dann kannst du die zweite Halbzeit austingeln lassen. Ne? Punkt. Fertig. So, wie gesagt, 8 englische Wochen kommen jetzt. Und da sollte genug Spielzeit für alle da sein, ja. Wenn der Nagelsmann die Eier dazu hat. Da bin ich sehr gespannt. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Wir hören uns am Dienstagabend wieder.